Wer einmal dort war, den zieht's immer wieder hin, in den Bayerischen Wald. Mich auch, nach Spiegelau, direkt am Nationalpark. Mal schauen, wer mir da spontan begegnet. Grüß Gott. Haben Sie eingekauft? Ich bin nicht rasiert heute. Nicht rasiert, das sehen wir nicht. Und was habt ihr gekauft? Nur den Bärwurz mit der Wurzel in der Flasche. Das ist interessant. Das ist ein Bärwurz mit der Originalwurzel aus dem Bayerischen Wald. Die braucht 10 Jahre zum Wachsen. Und die aus der Tschechei kommt, die braucht bloß 5 Jahre zum Wachsen. Ah, das ist interessant. Also das heißt, ihr seid Bärwurz-Fans. Ja. Ihr trinkt jeden Tag ein Stamperl? Nein. Gott's Willen. Ich bin keine Alkoholiker. Entschuldigung. Nein, aber ich meine, für was? 6 Flaschen oder wie viel habt ihr? Na, so viel sind nicht drin. Aber nicht drin. wir kommen aus der Nähe von München und sind nicht immer hier. Fahren nicht jede Das Woche heißt, daher, wir oder? nehmen schon mal eine Ladung mit. Oh, ihr seid jetzt extra daher gefahren. Ihr seid gar keine Weitler. Na. Nein, wir haben keine weiter. Aber das Herz schlägt schon für da. Für den Bayerischen Wald. Weißt du schon, ist der Bayerische Wald ist mein Heimatland, sagen sie, gell? Schon, gell? Freilich, da ist schön. Sagt mir mal, was ist das Gute jetzt an dem Bärwurz? Was schmeckt euch da so? Die Gesundheit. Die Gesundheit. Die Gesundheit. Ja. Das ist rein nur für Gesundheit. Aha. Da wird man nicht krank. Wo haben wir denn den? Steht da drin? Ja, da hinten. Wo? Ja, das ist einer, ja. Gucken Sie. Das ist die Wurzel. Aha. Hab ich noch nie gesehen. Mir auch nicht. Da geht's rein und Wir kauft sich kennen das auch bloß von der Brennerei von hier. Wünsche ich euch alles Gute. Ich kann euch noch was singen. Jetzt passt auf. So ein Schnapsal in Ehren, kann ein Korn verwehren. Darei, hodaro, hodarei, hodaro. Ist die besser Medizin als wir's Penicillin. Darei, hodaro, was sagst du? Schön. Bravo, 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 bravo. Die zwei haben mich neugierig gemacht. Grüß Gott. Die Sache mit dem Bärwurz interessiert mich jetzt. Grüß Gott. Servus. Servus. Das Überfallkommando. Das Überfallkommando. Ja, servus, grüß dich. Ich wollte mal fragen, was ist der Unterschied zwischen Bärwurz und zwischen Blutwurz? Ihr habt Bärwurz und Blutwurz. so viele Flaschen. Ist das euer Lohn da? Oder Das wie? ist unser Lohn, ja. Ist Da der haben wir Lohn? gerade eine kleine Hausbrennerei. Ist die da drüben? Ja, freilich. Bärwurz ist immer ein klarer. Bei uns wird der angesetzt, dann einmal destilliert und dann nochmal mit der frischen Wurzel angesetzt. Und das ist auch der Mutterwurz, die Urform der Pflanze. Wächst nur noch im Bayerischen Wald, hauptsächlich. Aha, interessant. Ist ganz gut für den Magen. Da kommt auch der Name her, das war früher Gebärmutterwurzel. Im 15. Jahrhundert. Und irgendwann hat man es abgekürzt auf Bärwurzel. Hat also mit dem Tier nichts zum tun, sondern ist eine alte Heilpflanze. Eigentlich. Und wo wächst die am Berg? Ja, die mag es eigentlich so ab 1000 Meter aufwärts. Von uns ist es im Nationalparkgebiet noch relativ verbreitet, aber steht unter Naturschutz. Also wir haben auch Bauern, die den für uns anbauen. Aha, interessant. Und der Blutwurz ist ein Rosengewächs. Das ist der typische rote Schnaps, den man auch flambieren kann. Hat immer 50% aufwärts, Heftig. enthält relativ viele Gerbstoffe. Und der Name ist auch wieder von der blutstillenden Wirkung. Ist auch eine alte Heilpflanze. Ist ein Bodendecker, ähnlich zu einem Hahnenfuß. Ganz wichtig, 4 Blütenblätter und keine 5. 5 wären giftig, das ist ein Hahnenfuß. Dann bin ich jetzt wieder gescheiter geworden. Und dann schaue ich mir jetzt einfach nur um, was es bei euch alles so gibt. Danke. Servus. 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 Und in Spiegelau gibt's noch einiges. Zum Beispiel einen Instrumentenbauer, den Michael Kordig. Ein Freund hat mir von ihm erzählt und jetzt möchte ich ihn persönlich kennenlernen. Hoffentlich ist er daheim. Servus. Ja, grüß dich. Grüß dich. Servus. Ja, das ist ja eine Überraschung. Gell? Ich hab gehört, dass du gute Trompeten machst. Ist das richtig? Ja, Ist das jetzt eine Überraschung, dass ich da bin? ja, das ist jetzt gelungen, also wirklich. Nicht gespielt, das ist wirklich, ich bin baff. Ist das da deine Werkstatt? Da hinten, das ist mein Wohnhaus, das da hinten ist Ah, die da Werkstatt. hinten ist die Werkstatt. Und, Dürfen wir da mal reinschauen? ja, in die gerne. Werkstatt? Warte, ich zeig mal schnell Schuhe. Zirk der Schuh, ja, genau. So, bist du geimpft? Ja, Gut. Und schon bin ich bei Michael Kordig in seiner Werkstatt drin. Schön. genau, da ist mein Reich. Da ist der Reich. Also Und, das geht noch ein bisschen weiter dann. ja. Genau.
da wären deine Trompeten. Also du bist auf Trompeten spezialisiert, oder was? Trompeten, Flügelhörner und jetzt halt auch neuerdings Basstrompeten. Basstrompeten. Genau. Aha. Immer mal. Du bist ja narrisch. Das ist ja nichts, das ist ja Fliegengewicht. Ja, das ist Das gibt's handgemacht im Blei gebogen. Blechstärke war mal im flachen Blech 0,4 mm. Aha. Und jetzt, wo es gefeilt, geschliffen, poliert ist, jetzt hat es nur 0,37 sowas. Das heißt, du schlagst das selber? Ja, das zeige ich euch her, wie ich das eingieße und biegen kann. Und dann gibt es eben verschiedene Hämmer, mit denen werden dann die Falten weggeschlagen. Wer spielt denn deine Trompeten? Der Großteil ist Blasmusik. Und Musiklehrer und eben schon auch Professoren und Solotrompeter. Aha. Hauptsächlich Österreich, kann man sagen. Warum mehr Österreich? In Deutschland, die haben größere Schallbecher. Jetzt kommt ein dunklerer Sound raus. Aha. Der ist, ja, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, aber früher war das schon krass. Der deutsche Sound, dieses eben Wagner-mäßige. Wum. Aha, ich verstehe. Und in Österreich, Wiener Philharmoniker eben, haben ein wenig spitzer. Also spitzer in Anführungszeichen. Ja. Ein bisschen heller. Trompetiger, fanfariger. Und trotzdem, eben, da kann man eben mit dem Material dann variieren. Bei der Trompete biete ich Goldmessing an und jetzt in dem Fall auch Neusilber. Das ist aber auch eine Messinglegierung. Da habe ich zum Beispiel, das sind rohe Optiken, komplett roh, nicht behandelt, gar nichts. Ja. Die gehen los. Du nimmst es hin und rätst schon ein und da kommt schon ein Und Ton. dann kommt der Ton schon. Kannst du selber mal spielen? Ja, ich kann eine Kleinigkeit anspielen. Gut. Also ich bin nicht der ausgebildete Bläser, mein Hauptinstrument ist steirische Harmonika. Ah, okay. Also du bist kein Trompeter, aber du baust das. Und ich meine, das sind begehrte Instrumente. Und sie sind handgemacht. Mit Liebe und viel Gespür. So wie die Musik, die mir der Michael Kordick zum Abschied noch auf der Zirch vorspielt. Die Stückel immer noch im Ohr, mache ich mich wieder auf den Weg. Grüß Gott. Das ist doch Frau Sieferlinger, oder? Ja, richtig. Nein, die kennen wir gleich. Grüß Gott. Darf man Sie mal was fragen? Drauf mal was fragen. Spontan. Kennt ihr mir ein Liedl vorsingen? Sie, ich nicht. Was? Wirklich? Sie Ich schon? kann schon. Ja, Und was? was? Ist egal. Was fällt dir rein? Was mir einfällt jetzt. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Santa María, ruega por nos. Und das im Bayerischen Wald. Das ist Ja, mein Respekt. Lieblingslied vom Wir haben Chor. hinter Ja, aber ehrlich, Hinterm Wald, nein, nein. das haben wir unserem Chorleiter, den Oellinger Otto, zum verdanken. Ja, das war jetzt Spanisch. Das war Spanisch. Das Ja. ist spanische Ave Maria. Perfettamente, kann man da nur noch sagen, gell? Das tun Sie da bei uns herinnen. Schauen, wie es die Leute geht. Gut. Also euch geht's gut. Uns geht's gut. Schön. Die Sonne Bei den scheint. schönen wieder noch dazu. Wunderbar, gell? Ja. Gell? Was hat sich denn verändert jetzt in der Zeit? Die Nachbarschaft ist besser zusammengewachsen. Ah, Wir halten mal besser zusammen. Gleich kommen wir wieder mehr Vielleicht kommen wir zusammen. da ein wenig mehr zusammen. Das ist doch schön. Ich gehe weiter nach St. Oswald, Riedelhütte. In dem Ort, der früher mal für sein Glas berühmt war, soll es noch eine letzte Glashütte geben. Sie hat einen interessanten Namen. Glasscherben Köck. servus. Darf ich gratulieren? Zu was? Zu was? Oh, da ist ein Hund. Es ist ja das internationale Jahr des Glases. Ah, was haben wir denn da? Habt nichts davon? Ja, ich weiß nicht. Ist ja auch zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden und bis jetzt hat man nicht mitgekriegt, was uns das Brot hat. Weil wenn du so eine kleine Glossin bist, wird es allweil schwieriger. Ja. Die Kosten, die steigen. Sag einmal, einfach ist es nicht mehr. Es gibt ja auch fast keine Glossiten mehr. Seid ihr zu zweit? Wir haben ja zu dritt insgesamt noch. Und haben wir da im Landkreis jetzt mittlerweile die größte produzierende Glashütte.
Dann weiß man, was los ist. Und wenn es so weitergeht, das stirbt alles aus. Leider. Ja, wenn Sie fragen, wer Sie sind. Ich bin die Traudi. Die Traudi, gell, die kenne ich ja. Die Musiktraudi. Ja, genau. Gell, jetzt sagen. Die Musiktraudi. Ja, ja. Die Geigentraudi, Die gell? Geigentraudi, ja, genau. Aus Glasscherben macht ihr wieder Produkte, oder? Wieder haben wir die Schirmherknummer da von den großen Glashütten, die wo da waren. Da haben wir das Glas recycelt. Also so ist eigentlich das entstanden da. Von daher unser Name, Glasscherbenglück. Aber die großen Glashütten gibt es ja alle nicht mehr. Jetzt werden wir das Glas auch direkt zukaufen. Das sind so Pellets. Aha. Und das ist jetzt unser Rohstoff. Ihr könnt gar nicht aufhören zum Arbeiten, ihr müsst immer weiterarbeiten, gell? Das ist in einem Fluss. Weil sonst ja. reißt es euch, Genau. oder wie ist denn das? Ja, wir ist momentan schon in der Ostereierproduktion. Ach, ihr macht schon Ostereier? Genau. Weihnachten ist vorbei, Ostern steht vor der Tür. Seid ihr verwandt? Wahrscheinlich. Man weiß nicht, wie's. Also ich sag zu mein Leben lang schon Papa, aber genau wissen tun wir es nicht. Ach so, das ist Papa und Bub. Ah ja, stimmt. Wenn ich jetzt das so anschaue mit dem Bart. Ach schön. Aber sag einmal, was darfst du jetzt die Leute als Lebensweisheit mitgeben? Spontan, was fällt dir da ein? Aus Lebensweisheit. Ja. Ich sage immer, das Gescheiter ist, wenn man das tut, was einem Spaß macht. An zweiter Stelle kommt dann erst, was man verdient. Also das war so mein Ding, wo ich sage, mit dem bin ich bis jetzt eigentlich recht gut gefahren. Wir werden da nie reich werden damit, wir haben einen kleinen Familienbetrieb. Wenn wir nicht alle zusammenhelfen taten, von den Eltern bis zu meiner Frau, dann darf das so gar nicht funktionieren mehr. Voll mit Leidenschaft und Herzblut und mit Liebe. Auf jeden Fall, also ich weiß halt nicht, was ich lieber tat. Aha. Und man kommt ja immer wieder auf was Neues, das ist das Schöne beim Glas. Wenn ihr hinten schaut, wir haben da so Weinglasel, da müssen wir jetzt drittes sein, wenn wir die machen. Die sind gemacht wie vor 400 Jahren. Kriegst du eigentlich nirgendwo mehr so. Das schaut ja jetzt anders aus und wenn du dir dann vorstellst, du deckst einen Tisch mit verschiedenen Glaseln, dann ist das viel interessanter, wie wenn du sich gleich hinstellst. Zum Schluss spielt dem Erhard und dem Florian Köck nur ein kleines Standteil auf, während sie unermüdlich weiterarbeiten. Ihr Angebot ist vielfältig und es ist ewig schade, dass so ein traditionsreiches und kreatives Handwerk wie das Glasmachen bei uns kurz vorm Aussterben ist. Ein wenig nachdenklich verlasse ich Spiegelau und den Bayerischen Wald, aber eins ist ja sicher: ich komm wieder.